Psalm 49. Ein Meisterstück. Ein Gesang von den Korachiten. Jetzt hört mir zu, ihr Völker, alle. Passet jetzt auf, ihr Erdenbewohner. Ob einfach, ob nobel, ob arm oder reich, euch alle geht's an, da wo ich sage. Eine alte Weisheit will ich euch berichten. Mein Herz meditiert den Einsicht vom Leben. Ich bin ganz Ohr für das Gleichnis. Mit Singen will ich sie Rätsel lösen. Wieso mich quälen in bösen Zeiten, wenn Durchtriebene mir schaden von allen Seiten? Die fühlen sich sicher mit ihrem Vermögen und rühmen sich ständig wegen ihrem Geld. Was nützt ihnen da im Sterben einmal? Kauft einer einem öppe los vom Tod? Ein Brüder oder ein Freund? Lässt Gott sich öppe noch schmieren? Ein Preis für ein Leben wär einen Weg zu hoch. Kein Geld tät lange dafür, da eine immer könnt weiterleben und nicht müsst ins Grab. Das Grab, da muss noch einen Weg sehen. Und wenn schon die Gescheiden müssen sterben, müssen auch die Dummen dran glauben und ihre Vermögen den anderen lassen. Und Häuser und alles, was drinnen haben, müssen sie auch hinterlassen, ihren Erben. Und die vererben es dann weiter. Kein Mensch überdauert die eigene Pracht, auch wenn er einen Namen hat. Auch er muss davon, wie's Vieh, wo man abtut. So kommt's, wenn einer nicht weiterdenkt. Und denen, wo gross tun, geht's genau gleich. Sie laufen einander wie Schaf hinten an. Genau ins Grab. Der Tod tut sie weiden. Und dann, am anderen Morgen drauf, laufen die Geraden am Grab vorbei und freuen sich noch am Leben. Die aber verwesen drinnen im Grab. Eine Wohnung brauchen sie dann nicht mehr. Und ich, wie steht's denn um mich? Gott wird mein Leben einmal erlösen und nimmt mich in den Tod weg aus der Hand und nimmt mich in seine Nähe. Wenn einer reich wird, quäl dich nicht ab. Auch wenn der Wohlstand sich mehrt in seinem Haus, im Tod nimmt er da alles nicht mit. Sein Reichtum läuft ihm nicht nach. Auch wenn er sich gerühmt und gesagt hat im Leben, hast es verdient, da alles gerottet. Er muss doch dorthin, wo die Vorfahren sind und wo sie keine Sonne mehr sehen. Ein Mensch in seiner teuren Pracht, wo nicht über alles aussen sehen will, der ist nicht mehr als das gewöhnliche Vieh, wo man abtut.